Herr Präsident, liebe Freunde, wir erleben heute die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise seit 1929. Für aus der Krise rauszukommen, braucht die globalisiert, das heißt die weltweite Ökonomie, auch globalisiert, das heißt die weltweiten reglementären Kader, an dem die Weltwirtschaft sich in Zukunft aufwickeln kann und muss. Ziel muss eine nachhaltige, sozial und ökologische Entwicklung von der Weltwirtschaft sein. Dafür müssen alle Länder, wir führen allem Amerika, China, Indien, Russland und die Europäische Union, die richtige Analyse von den Ursachen machen und dann diese Kader schaffen. Die echt wichtigen Entscheidungen müssen Anfang April zu London G20, das ist Sommet von den wichtigsten Industrienationen fallen. Die Europäische Union hat in diesem Kontext eine starke Rolle zu spielen. Wir fährten aber, dass auf diesem Sommet Frankreich und Deutschland hier ein Zöpfchen kachen wollen und hier Ideen den anderen Memberländern wollen imposieren. Denn George Orwell hat in einem Buch Animal Farm geschrieben, all Tiere sind gleich, mit verschiedenen Tieren sind mehr gleich wie die anderen. Wir sind uns das bewusst, mehr in Europa, der wird nicht zu einem Direktoire von den großen Memberländern kommen. Diese Tendenz wollen wir klar nicht so. G20 drängen sich auch ein paar Fundamentaländerungen ab. Banken müssen hauptsächlich sich nicht auf die hier ursprünglichen Missionen konzentrieren, das heißt die Verwaltung von den Konten von ihren Klienten, Bereitstellen von Liquiditäten und Finanzierung von den Investitionen, sowohl von den Betrieben wie von den Privatleuten und dazu niedrigen Zinsen. Titrisation von Risiken muss neu geregelt gehen. Innerhalb von der Welthandelsorganisation, wo die Europäische Kommission der Verhandlungspartner ist, da muss die Europäische Union sich hauptsächlich dafür einsetzen, Menschen mit hochwertigem Lebensmittel und mit Medikamenten zu versorgen. Die Europäische Union muss sich aber auch weiter gegen den Import von Gitter aus Drittländern wehren, die eine Gefahr für unsere Gesundheit oder die Sicherheit von den Bürgern bedeutet. Wir meinen noch, dass alle europäischen EU-Länder die Konventionen vom Büro International Travail müssen beitreten, mit dem Ziel, für Importe von Gitter zu verbieten, die zum Beispiel mit Cannabis gemerkt sind. Der europäische Binnenmarkt, speziell die Eurozone, braucht eine koordinierte Wirtschaftspolitik. Es darf nicht unter den Memberländern zu einem Konkurs kommen, was wir wollen, mit was niedrigste Produktionsstandards produziert gehen. Wir müssen weltweit, mehr speziell an der EU, wegkommen von der Casinoökonomie, und wir müssen hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Wir müssen weltweit, mehr speziell an der Europäischen Union, uns klar gegen all Protektionismus ersetzen. Für Länder wie Lützeburg, was bald seine ganze Produktion exportiert, ist das wesentlich. Wir unterstützen grundsätzlich den Lissabon-Prozess, den zum Ziel hat, Europa zu der kompetitivsten Ökonomie zu machen und die Land auffordert, sein Beitrag in diesem Sinn zu leisten. Da ist strikt gegen die Affären von irgendeiner europäischen Steuer. All Steuerfragen müssen am Kompetenzbereich von den einzelnen Memberländern bleiben. Als Steuerfragen, eine Frage von Steuerparadiesen, sind wir als der Meinung, dass diese Diskussion mehr breit gefordert gehen. Unsere Regierung reagiert nur auf Kritik, anstatt die paradiesisch wettbewerbsverzerrend Steuerpraktiken, die an andere größere Länder bestehen, anzuprangern und an Diskussionen mit anzubeziehen. Für was wird nicht geschwärzt über die englischen Steuerparadiese an den Kanalinseln und über die englischen Partnerships. Für was wird nicht geschwärzt, zum Beispiel über die 500 nicht fiskal an Frankreich, die erlauben, dass eine Person, die 11 Millionen Euro Einkommen hat, nur 600.000 Euro Steuern bezahlt. Es darf doch nicht sein, dass die großen europäischen Länder auf puncto Steuern alles dürfen machen, was ihnen an den Kron passt, und dass die Mittel- und Kleinstaaten das nicht dürfen. Als Sache Bankgeheimnis
gesei den Hautresultat vun enger Jorelanger, falsch ugepackter Strategie vun der Regierung. Da der Weis wéi am Vierfeld vum Akkor vu Feira Demos vun der Regierung negociiert gouf, war falsch. Wir hunn dat Demos kritiséiert a gesot, dës fir de nächste Schritt an dat Moor gegen Bankgeheimnis aufgeschäft gin. Politik vum Meidle Stull von unserem Staatsminister war auch falsch. De Fett, dat der Staatsminister net wollt OECD-Meeting am Meersch am Präsident Sarkozy am Deutschland iwwer Bankgeheimnis an iwwer Steuerfroh schwätzen war falsch, weil huet es zwei Länder an all hier Politiker irritiert. An Deutschland huet den SPD-Chef den Herr Müntefering an sengeriert vum Escher Mittwoch gesot iwwer Länder wie Lützeburg, in den vergangenen Zeiten hätten wir Soldaten hingeschickt. Normalerweise hätte so eng aus so missen am Protest von der Lützeburger Regierung herausgehen. Wir waren in Politik vom Meidler Stuhl betreibt, dann darf die Regierung käme kritisieren. Haut steht fest, das Bankgeheimnis geht aufgeschäft. Paar Bayer, bien entendu, bleibt Bankgeheimnis verbestohlen, mit geht so ausgelegt, dass nur mehr eng Sefe bloß übrig bleibt. Jahrelang, als von allen Politikern gesagt ging, Lützeburg ging nie die OECD-Kriterien akzeptieren. Heute steht fest, dass auf dem Markt von einer ausländischen Steuerverwaltung all Bankkonten, all Movementen auf diese Bankkonten müssen transmittiert gehen, so wie am Ausland üblich ist, geht eng leicht Motivation dafür durch. D'Ophiewe vom Bankgeheimnis wird ohne Zweifel ganz negativ Konsequenzen, nicht direkt, mehr in den nächsten Jahren für die Lützeburger Bankplätze haben. Die Lützeburger Regierung versichert lo, Bürger hier am Land, die Nuss rumzufeiern und zu sagen, das Resultat, was lo rauskommt, ist für das, was wir gewollt hätten. Das ist falsch, weil für was hat dann die Regierung während 10 Jahren gesagt, sie will dann nicht die OECD-Kriterien akzeptieren. Und das Bankgeheimnis wird verteidigt. Der Clou von der Naivität, als wenn die Regierung lo sieht, Bankgeheimnis wir erhalten bleiben. Das Wort als wohl erhalten bleiben, mir inhaltlich als de facto nichts mehr dran. Zwischen Frankreich, Deutschland und Lützeburg gibt es keinen Unterschied auf dem Gebiet mehr. Die ausländische Presse schwätzt Klartext, und das ist der Message, die noch weltweit rausgegangen ist. Ich zitiere hier in der Figaro, der sagt, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg, c'est aussi sur le secret bancaire. Für den Wirtschaftstsunami zu begegnen, verschulden sich die Länder von der Eurozone. Wir sind der Meinung, dass Stabilitätskriterien nicht müssen hergestellt gehen, und das an einem Zeitraum, der gemeinsam muss definiert gehen. Es kann nicht sein, dass Einzelländer, egal was machen, an den Euro dauerhaft an Gefahr bringen. Die Unabhängigkeit von der Europäischen Zentralbank muss garantiert gehen. Prioritäten bei den Investitionen am europäischen Raum sind für uns den Ausbau von den Energie- und den Verkehrsnetzen, speziell den TGV-Réseau, die Verwirklichung vom Galileo-Projekt, dem europäischen GPS-System und der Weltraumtechnologie. Das waren ein paar konkrete Werte, paar Propositionen, die wir an unserem Europaprogramm zur Wirtschaftspolitik haben, und noch für zu sagen, dass wir wollen als ADR die richtige Wirtschaftspolitik an Europa machen, für Lützeburg und für Europa.